Moin und willkommen zum Minette Mashup! Podcast von Minette UNESCO Biosphäre, eine Partnerschaft mit dem IK, CNC und dem MOA. Moin, Jitverein! Moin, Hanna! Moin! Ich höre eine neue Stimme bei uns heute. Ja. Ja? Ich meine, ich hatte auch die Dunkelstimme. nee. Ja, also wir haben Lynn Tyson bei uns heute. Ja. Wie geht es dir? Ça va, ja. Merci für den Aufrufen. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ja, merci, dass du gekommen bist. Also Lynn, du warst Fotografin und warst oft hier am Minette NRW. Willst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Ja, also, kenne die so ich schwöre, ein Minette per se. Ist ja eigentlich Schrömlingerin. Ganz lang. Trümling gewohnt, Trümling abgewusst. Zuerst an die Schule gegangen. Am Ballwall gewohnt. Also, mehr typisch kannst du nicht tun. Kita ist schon an der Stadt von dem, ja. Also, ich hoffe zu dir von dir. Auf 1535, dem Sinnbild von der aller Industrie. Also, ne? Wow. Mit seiner richtig gerodet. Ja. Wow, krass. Also du passt wirklich perfekt an unseren Podcast in Englisch. Und ja, du hast es erwähnt. Also wir hatten schon Lisa Junius von Creative Hub auch dabei. Was machst du genau an den Creative Hub? Oder war das dein Beruf genau? Ja, ist die Fotografin, also Lisa. Lisa gibt auch Artistin wahrscheinlich. Nein, mir das hat ja mehr so. Malerisch. Ja, voilà, Malerei oder Kleinsachen, die so shopmäßig verkauft. Manche gar nicht. Ich habe Anfang auf 1535 ein Fotostudio. Den ich als Fotostudio benutzen. Voilà. 1535 gibt es ja von allem. Es gibt noch ein paar Fotografen, aber das sind nicht allein. Aber ja, ich hoffe, dass mein Stil aber dafür einzigartig ist. Ja, also von meiner Seite ist es schon einzigartig. Was für Fotos machst du überhaupt also an deinem Studio? Ja, wie gesagt, am Studio, also zu der Verding, man ich juste auf Rendezvous, Sachen, die in einem Studio möchte. Ne? Also meistens für Fongen und so weiter. Also mich könnte doch on Location so nicht mal. Also ja. Viel das Zeit sind ich praktisch mehr on Location. Das Studio als echt es war ein Drehen, dann dreht ja bekanntlich oft zu Lützburg. Halt nicht. Da sind ich am Studio. Natürlich. Ich war ja am Studio, den hast du, den hast du überdacht und du kannst dein Lucht kreieren, wie du es gerne hast. Ne? Du warst nicht aufhängig vom Wieder du baust. Das ist ganz für mich, für meine Art der Fotografie ganz wichtig, nicht zu viel aufhängig zu sein, weil wir wohnen heute nicht an Mallorca oder Kapstadt. Leider. So Spaß. Oder Lissabon, keine Ahnung. Da brauche ich kein Studio, aber heute ich habe auch zu Berlin gewohnt. Da brauche ich ein Studio, weil es dann nicht immer exzellent ist. So nicht mal. Dacht von den Foto, wie gingst du das beschreiben? Wie ein Foto müsste hauptsächlich? Von Leuten oder von Produkten? Ja, ich mach beides. Also, ich fand nicht im Jahr 2022 schwierig, als Fotograf sich zu positionieren und zu sagen, ich mache just Leute, ich mache nicht mehr Auto, ich mache nicht mehr Teetasse, keine Ahnung. Ich fand echt, dass ich mittlerweile so modern muss sein, also ich einen gewissen Stil, an den kann ich adaptieren, ob Kichelschau, Tasen, Mikro und so weiter, dass ich nicht, voilà, dass ich nicht sehe, ich bin Fotograf, Familienfotograf, ich bin einfach Fotograf und ich bin speziell, also ich will dann so, ich bin keine Familienfotograf, ich voilà, ich einen gewissen Stil, an den kann ich überdrohen auf viele Sachen, und ich will noch auf viele Sachen überdrohen, weil ich gerne
ja, die Mix will ich schon. Ich will gerne die verschiedenen Branchen gesehen. Und dafür will ich mich eben nicht wirklich auf etwas mega spezialisieren. Also am Sinn von Kategorie. Ich fand, da müsste das Tiere so auch hier am Land, das ist viel zu klein für krass spezialisiert zu sein, würde ich mal sagen. Ja, das heißt, ja, mir geht es dann vielleicht irgendein Genre auf Fotos, wo du siehst, das man ich persönlich am allerliebsten oder so. Ja, natürlich. Ich habe viel für Corona jedes mega viel schaffen müsste. Ich natürlich mehr Freiarbeiten konnte machen. Ich probiere noch immer Freiarbeiten zu machen. Zum Beispiel an der Schwungfabrik hängt ja noch immer eine Ausstellung Cultural Fusion, die ich 2019 gemacht habe und die mir auch mega viel Zeit an Anspruch geholt hat. Wo es eben darum geht, also ästhetisch Porträt von Frauen mit kulturellen Elementen, das war die Serie. So schon ich das gerne, so ein bisschen Kultur, ich gehe gerne ins Ausland, ich gehe gerne Asien, ich gehe andere Modelle, also, oder überhaupt Modelle, letztendlich ist es immer schwer, gut Modelle zu finden, die ich schon am Ausland passe, frühem gesehen, das, ja, wunderbare Modelle, wo du sich, wow, wo du dich inspiriert fühlst, voilà. Und sowieso, die neue Kulissen, die Riese, so ein bisschen Tötz und so weiter, ich fand das wirklich inspirierend. Wenn du heute dein Alltag hast, wirst du das nicht so. Du kannst dich mehr schlecht an seinem Land, wo ihn immer ist und immer schafft, inspirieren. Ja. Dafür braucht ihn halt so einen Bruch, wo ihn irgendwo hingeht und dann, wenn er dann zurückkommt, dann ist er ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr erfrischt, inspiriert, den neuen Ideen. Wo gehst du da gerne hin? Weil schon gelesen, dass du gerne reist. Ja, also Asien sehe ich gerne. Ich bin da überall gerne, wo es schön warm ist, wo es Strand gibt, wo die Luft mich schön fällt. Ja. Ich bin nicht so kalt Typ. Also es gibt ja oft gefragt, was du echt da Bierger oder was du echt da Strand? Ich bin echt da Strand. Okay, ganz klar. Ich bin echt da Big Cities, ja, ich bin echt da Großstädte. Großstädte in Kombination mit Strand ist immer gut. Das ist schwer zu finden als auf der Welt. Ja. Wusst du dann auf einen Reis, wo du gemerkt hast, wow, das war wirklich top? Hast du ein Beispiel, was du fotografisch NRW? Also fotografisch ganz schön, als zum Beispiel Hongkong. Du kannst dich einfach egal was machen und egal was fotografieren. Es sieht immer cool aus, weil du an dem westlichen Blick nicht gewinnt warst. Ja. Also ich schätze also Hongkong hat ja zwei Seiten. Ich schätze von der enger Seite, die Aalseite. So. Okay. Nicht die moderne London.2, ja. Ja. 2.0, ja. Die Seite noch nicht. Weil also ich fand so was den Schilder Dschungel hast, du sowieso nicht verstehst, weil es kein Buchstaben kannst du. Buchstaben, ja, kann ich das nennen, ja, verstehst, voilà, und dann die Leute, die du schaffen, das ist wie eine andere Welt. Was die erste Kehr du warst, ich war eine zweite Kehr. Du und dann ist natürlich dann ist ein Zauber schon ein bisschen fort, ne? Und wenn du die HK du warst du so oh mein Gott ja alles aus neu die einfach die Neon-Schilder und so weiter. Aber ich gebe dir empfehlen irgendwann zu gehen, weil Hongkong halt du gleich verschiedene überholt und dann noch nicht mehr dasselbe ist an Neon-Schilder als etwas Typisches von der Vergangenheit. Mittlerweile möchte ich noch keine Neon-Schilder mehr. Auch die Plätze verändern sich. Ich sehe auch zum Beispiel oft zu Bangkok, weil ich sehe halb Thailänderin. Da ändert auch all Jahr alles. Also du entstehen innerhalb von einem Jahr Eichhäuser und die Straßen sind immer ganz ernst. Allkehr, wo du hingeht,
die Plätze, wo ihn ein war, die verändern sich natürlich auch mal. Und Und du nur den entdeckst dat immer nicht, neue Sachen. wie Bremse heißt, steht heute immer. Und Ja. das wird sich schon 10 Jahre noch nicht geändert haben. Wenn es an der Großstadt ist, das, voilà. Ja, Ja. Das ist ja nicht so schnell wie in Ja. Asien, weil du hast wirklich Mega Hightech. sehr, Und ja, dann ja. schon ganz Ja. anders. Aber du, ja, du ändert sich auch vieles. Hast du dann eine witzige Reisgeschichte, die du uns erzählen kannst? Witzig. Oder irgendetwas, was du durch ist, das ging halt nie zu Lützburg geschehen. Ja, oder etwas Komisches gesehen. Das Ja. nee. Ja, das war Also so ich hab- schief gegangen. Ja, Ich absolut. hatte Fotoapparat den war. stärksten Hurricane, stärksten Taifun zu Hongkong. Hatte ich den seit, wo ich da war, die stärkste seit 25 Jahren. Frag, ja. Ich musste ich am Hotel schon mal den ganzen Tag bleiben und neues barrikadieren. Und da konnte man just Fernsehen gucken und dann eben Außenwelt durch den Fernsehen gucken. Dann hatte ich damals zu Bali krass Erdbeben, wo Oh, mega hoffentlich. viele Leute gestorben sind. Auch, ja. Ja, ich bin zu Bangkok schon mega viel Streik gemacht, wo Bomben geflogen sind. Das ist auch schon alles erlebt. Ich schon zu Hongkong, die zweite Kehr, die war wo der mega Protest war, wo die Millionen Leute an der Straße waren. Da war ich auch mal dran. Oh, wow. Das sieht sich natürlich nicht aus, ne? Nee, Das nee. geschieht ja. Aber wieder gesehen aus Asien, irgendwie ein bisschen spannend. Ja, ja. Ich wollte schon nicht. Ich wollte nie. Das war auch komisch. Wenn du dann zu Bali am Restaurant sitzt und dann auf einmal fängt der Boden an zu shaken und jeder rennt wie am Sturm raus. Und du war witzig, weil ich nicht geschnallt habe, weil ich noch nie ein Erdbeben erlebt habe. Ah, ne? Ja, das ja, ist eine ja. komische Und nicht, Situation. Ja. keine Ahnung, was war der 7 Punkt, whatever. Ja. Das schon gut nicht erlebt. Das ist just jeder so rausgelaufen. Ich bin einfach absolut nicht bekannt. Und ich hatte noch meinen Drink an der Hand. Ich bin einfach mal geholt und so raus. Und dann war ich so, das ist ganz komisch, weil einfach das, die anderen Leute auch machen. Ich stand einfach da auf der Straße, so gewackelt. Es war mega absurd. Und dann war da aber rüber. Es war einfach. Mein Gehirn war einfach zu lösen, für zu schnallen. Ja, Also, okay. weil ich meine, für die Leute, die da wohnen, ist das normal. Mhm. Die wissen, dass sobald du fängst mit Beben, ja, oder? Beben, Ja. dann musst du schnell raus, wahrscheinlich. Mhm. Aber Und du hast einen Drink gemacht. das mein wichtigstes Vitamine, das ist wichtig. Gut hydratiert zu sein, wie du hier im Moment. Ja, also ich gebe das dann nicht als witzig bezeichnen, aber das war schon eine Erfahrung wert. Mhm. Hast du die Experienzen dann noch mit auf deine Arbeit? Wo hast du dann noch an die Momente auch, also zum Beispiel an die Striken und so, das auch fotografiert oder? Schon meine Kamera mitgeholt. Wir waren, also meine Freunde und ich, sind express auf den Streik gegangen. Wir hatten als Paketen als Touristen schon mal ein bisschen eloignieren. Wir sind natürlich nicht gegangen, weil ich nicht unbedingt gucken wollte. Ja. Wie das und das ist ja auch eine Erfahrung. Ja, Eine ganz richtig. andere Erfahrung. Wir wollten einfach wissen, dass das geschieht gerade im Moment. Ja, das ist schon gefährlich, weil die Polizei halt mit Tränengas und so weiter rundherum lebt. Ja. Maybe laufen. Ja. Ja, aber wir wollten dann einfach gucken. Also einfach auch erleben, verstehen, dabei sein. Ich habe meine Kamera auch dabei. Aber es wird nicht so gerne gesehen, weil die Leute, die du streiken, lieber unkenntlich will Ah ja, sehen. stimmt. Die will ja Ja. nicht den Tag drauf fehlen, für immer. So nicht schlimm. Ja. Ja, also du musst ihn schon Wir sind aufpassen. ziemlich Viele Leute haben dann markiert, so nee, oder haben mir auch gesagt, als Fotograf, ich soll aufpassen. vorsichtig weil- sein. Das ist auch ganz lieb fand, dass du mal gesagt hast, ich soll aufpassen. Mhm. Weil ich sehe ja nicht, ich sehe da nicht an der Mission von einem Reporter. Also wenn du Ja. Reporter Ja. hast, hast du dein Der Badge. Badge, ja. Aber wenn du einfach so rundherum lebst, ja, kannst du schon ein Abnuss kriegen. Mhm. Ja. Interessant Erlebnis, aber dann
weil ja wir reisen auch Hai an der Gegend Ja, das ist eine rundherum. gute Überlegung. Ja. Ja, Lene, was du auch, also du hast schon gesagt, du warst auch schon von Hai an der Gegend. Gehst du auch ein bisschen Adventure machen, Hai an der Gegend manchmal? Was heißt Adventure? Also wandern oder treffen oder... Ich gehe schon wandern, also ich probieren. Also ich habe ein gut Unzahl von Autopedestre gemacht im ganzen Land. Bist du ein Lieblingshai? Am Minnet, ich muss ehrlich sagen, dass die Chains eigentlich mehr am Norden sind. Oh, ich stand da drauf. Was sind nicht wirklich als Autopedester gezeichnet, die am Norden, ne? Du sind noch viel mehr, die nicht als Autopedester gezeichnet sind. Ich habe mich während dem Corona also während dem Lockdown mehr interessiert für die Autopedester, weil ich fand das einfach einem Schild nur zu gehen. Das ist easy, ne? Ja. Der Weg zu machen, und Kinder ganz viel. Ich meine, Römmling hat da 2. Ich hatte einen zu Römmling gemacht. Kehl kann ich mich nicht erinnern, dass ich gemacht habe. Also, es gibt da wirklich mega viel. Ja. Bei Leutling und schon viel gemacht. Hältst du dann immer den Kamera mit oder gehst Ja. du auch ans Die bleibt halt Nee. Weil die Landschaften ja ziemlich ähnlich sind. Aber also wo wäre mein Mehrwert, Triple zu gehen und dann eine Kamera dabei zu haben, da will nicht etwas. Ja, was gibst du mit Mama mit den Fotos? Ich habe mir zwar schon geduld, weil ich fand die Autopedestre sie ganz schlecht illustriert, was Internet angeht. Ja, also du hast dann gedacht, vielleicht könnte ich Fotos für die Leute dann abholen. Für ein Es bisschen. wäre gut, wenn ich so Ja. etwas hätte, ne? So eine Art Kartei. Also ich am Moment sind der so am auch den Zweck von unserem Podcast für auch ein bisschen die Leute zu weisen, weil das so gut und noch Fotos. Wir hören immer alle auch Fotos in NRW, weil wie du siehst, das ist auch wichtig, weil sonst kannst du da es gar nicht vorstellen. Wie Ja, was du kannst gesehen oder so, Ja. flott Plätzen. ich fand das gut. Ich fand, es sieht gehen, den er einfach erklärt, den an den Weg. Aber du hast nur ein paar Plätze erwähnt hier an der Gegend. Hast du dann Plätze, die du auch ganz cool oder flott findest, wo du hingehst mit Kollegen oder Erinnerungen und Plätze, die cool sind? Hi. Oder was? Kilo. Ja, oder ja. Ja, zu Kehl ist ja am bekanntesten, gebe ich meinen, wie gesagt, Monument des Mineurs. Ja, weil es einfach ein riesen Turm ist, der Ja. in der Landschaft steht. Du warst als Kind doch ziemlich oft. Zu Uwe geht ja auch WLAN, den ich auch für S22 übrigens ist, ja, porträtieren mehr. Porträtieren, inszenieren. Weil ich ja auch für spezifisch das Jahr am Team von den Kieler Künstlern sie so nicht wohl. Ah, cool. Ja. Ja, Weißt das du, war am Anfang auch ein Froh von uns, also ob du Projekt hast für 2024. Kannst du das vielleicht ein bisschen mehr von dem Projekt erzählen, oder? Also ich habe noch nicht gemacht. Stadelo. Da ist immens viel Organisationskrieg. Ja, gebe ich schon so nennen. Weil aber du musst das mit einer ich meine, also de Projekt selber, du sind andere Künstler auch involviert, die du mehr plastisch oder etwas dahin machen, so ein Schmal, oder etwas transformieren, weil auf dem Weg ist. Wie das ich Fotografie machen, kann ich das ja nicht machen. Fotografie ist ja just etwas, was aufbildet, aber nicht, was physisch etwas ändert, so ein Schmal. Und dafür war meine Idee, dass ich noch für mein Projekt andere Künstler fragen, die etwas auf dem Weg machen und ich da fotografieren. Ah ja, okay, cool. Am Anfang war die Idee, dass ich selber gegen den Weg modifizieren. Mich schon in dem ganzen Prozess
gemerkt, dass ich vielleicht einfach besser Foto machen und ich nicht muss selber angreifen gehen, weil ich okay bildende Künstler sehe. Also, ja, okay. weil ich da nicht viel Erfahrung hat, obwohl ich denke, schön Aventur gewischt wie mir einfach für immer und immer etwas anderes zu machen, gibt mir auch schwer fallen dann auch nie auf meine normalen Jobs gebe ich lieber fallen ich meine das was ich wirklich kann Fotografie lösen dann einer Künstler Apps auf dem Weg machen weil an Hast du ein Beispiel von was für ein Projekt die Anna, also was für also Änderungen? Lisa Juniors möchte zum Beispiel auch mal Okay, cool. ich will nicht verraten Okay, das ist secret. Wie heißt das Projekt da? Das Projekt ist Landscapes, das ist ein Landscapes, ja. Oberbegriff von Kelo, wo wir in der Gruppe dabei sind. Das ist ein Oberbegriff, ich halte noch für mein Projekt, weil das ja an der Landschaft. Und der Sinn ist ja auch die Landschaft zu transformieren. Und das an der Kieler Gemeng? Das beim Monument des Mineurs okay. den über dem Plateau losgeht, bis auf Promling. Und wenn nie geht das lanciert, wenn nie können Leute das gucken. Leute können das gucken am August, 2 Weekender. Also, du werden dann Fotografien von mir weh, also mit Henke stehen. Okay. Aber auch die anderen Künstler haben dann hier Skulpturen oder was auch immer. Du auf dem Weg entlang. Und wird dann noch Musik sehen, auch Performance und Tanz und so weiter. 2 Weekender am August. Ich meine, dass. Und wir können nicht vielleicht ja. das mal an Schönitz nachsetzen. Ja, ich meine, ich kann kurz. Ja, der TG geht der Weg ein bisschen bespielt. Genau, Ja. genau. Für mich war es halt als Idee fotografisch gesehen. Nicht, also Besuch. vom Siegel, ja. Das Siegel hat er ja auch gebaut. Das Ja. ist, wie süß, ja. Also das ist einmal den 6. Weekend vom 6. August und einmal den 20. August. Voilà. Okay. Soweit ich weiß, und ich hoffe, dass noch keine Änderungen angetrüht sind. Maar ja, Cool, wir das klingt mega setzen flott. das Das auch sind an dann euch. schon- Voilà, und ja, du hast schön, die ne? TV gespielt und mein Matt, mein Kollegen machen dann du ja Installationen und so weiter. Flott. Ja. Ja, cool. Du können Leute sich ja, darüber freuen. Dann hast du weh nach mir flott zu gehen. Ja, wahrscheinlich, wenn der ein bisschen bespielt ist. Ja, weil das wird die Idee, ja. Ja. Und sollen wir Ja. lo ein bisschen Ja, weil wir beschreiben, schon wo halt wir viele- los sind? Wir viele ja, Klänge. hingehen. Genau, ja. Ja, ohne Platz zu suchen, ist, Ja. sollen wir ein bisschen beschreiben, wo wir Ja. vorher ausgesagt haben, was wir hören. Genau, Lin, was waren dann so deine Impressionen, wo wir lo herabgetrippelt sind? Ja, schwierig so. Also, ich war schon hier. Das ist also nicht früh. Schon noch ein Foto von Brems heißt hier gemacht. Ja, für mich also ein typisch minetter Landschaft. Also das, oh Gott. Comedy am Den Hintergrund. Siegel aus Han Ja. ja. Die Raume gerade hier ab. Ja. Ja, voilà, also mir könnte das natürlich Ja, wie bekannt beschreibst für, du? Ja. weil du gesagt hast, ja auch Boogien mit Filzen dran, so typisch, was du zu Rümmeln ja auch viel findest. Mhm. Dann so einen typischen Genre Minenangang mit drum einem Boogie dran. Ja. Also ja, auch ganz typisch, auch Mhm. Sonnenbild vom Süden. So Brems heißen tatsächlich fällt mir just das heute an. Das ich noch überlegen. Boah. Heutzutage auch so Wagger benutzt als Brems ist Bremsdrück.
als ja wie nenne ich das als Bremsköcht Als Brems, ja. Ja. Hei also wirklich so ein Haus natürlich das möchte der Teil mehr speziell Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall. und sie haben das wirklich gut renoviert also die Ziegel aus Hei die hat das wirklich ganz gut gemacht Ja, genau. Wirklich Wirklich gut gemacht. gut aufgebaut Ja. ich kann auch nicht so wie die vier drüber weil ich war just Hei wo sie eben frisch Gemacht. frisch gemacht Ja, es sind noch Fotos, die ich gesehen habe online, wie die Federung ausgesehen hat. Das ist wirklich mega interessant, wenn du das Foto siehst. Wir können echt die Fotos noch aber es schön setzen. Ja. Ja, wir hören auch viel Lascher und da sind noch viel Beam rundherum. Ja. Das ist auch ganz viele Rot. Ja, ganz genau, viele wir Rot. sitzen noch im Rot. Boden mit viel Rotstangen. Ja, und das... Wo bist du ganz rausch, bis den Siegel gemacht? Ja. Du hast ein bisschen, die sind lorem fort. Ja, Ja. du musst wahrscheinlich auch öfters Lunch kommen für Sachen zu gucken, wie alles. Ja. In gesagt, Den Entretien, Leute ja. passen Genau. ganz gut auf Platz ab. Sollen wir dann verruden, weil Ja. wir sehen, wir haben schon gesagt, wir sitzen bei einem Bremshäuschen. Wo warst du ein Bremshäuschen, genau? Zu Tating. Zu Tating. Bei der aller Langenacker Mill. Also ich so das denke, bei der aller Langenacker Min. Genau. Ja, also ich muss zugeben, dass die echt keine das war. Also, ja, das ist ein ganz spezieller Platz und mega, mega schön. Das ist wirklich so ein schönen, kleinen Sitz, wenn du hier so Lernströppel so. Mhm. Du denkst, ein bisschen guckst. Ja, du das kannst- wissen, weil wir sind am Anfang die Berge raufgekommen. Und ja, wie, also wenn wir nicht gewusst hätten, dass das hier wäre, wäre ein bisschen überrascht Mensch gewesen, Ja, wenn ja, du den Eck kommst und so, du den mal gesehen, was hier ist. Und Genau. ja, das ist wirklich interessant. Ich kann mir gut vorstellen, du kannst einen ganz guten Picknick hier machen. Ein bisschen wie Eislo mit einem Tee und Kichelchen. Ja, wir trinken Tee zu Tating. Genau. Ja. Und ich meine, also Marika, wir haben das noch nicht gesagt, aber Marika ist leider nicht heute dabei, hat das zu Berlin. Mir hat heute ein klein bisschen abgeholt über den Platz, hat heute das KS Did You Know und wir spielen das da ran. Did you know? Moin, das ist Marike von der Vergangenheit. Huhu. Did you know, dass nicht weit von Tating, östlich Hai, ein ganz groß Steilwand Hasselsberg leidt. Das ist ein Reserve naturell. Und der ist durch die Aktivitäten vom Tagebau entstanden. Die Leute hier am Naturschutzgebiet hart. Und der ist mit einer Höhe von 378 Meter, ist das die größten und steilsten Abhang am ganzen Land. Pretty cool. PS, du wohnt auch den Uhu. Ja, merci Marika. Ja, dann ja, sollen wir dann zu einem Quiz kommen. Dann. Mal warte, jetzt mal noch zum Quiz Mhm. kommen, müssten wir vielleicht den Leuten noch erklären, wer das überhaupt ein Bremshäuschen? Okay, ja, willst du eine Erklärung, Jenny? Willst du? Ja, kann ich mal probieren zu überholen. Ja. Gloriane schön die Info als hier rausgesicht. Und du siehst also, weil die Minen, also verschiedene Minen an der Gegend, mir Heischlungen, an den Eisenerz aber am Dall verschafft gouf an irgendwie huet missen an Dall verfracht gehen hun se hawen an Bugie gelöden an dann op senger schmuler schmuler Schien op de Bugien Rof also Rof de Biergerrof gelos wie fir dat eben net wie so eng Achterbahn weiben Bremshäuschen weil du war dann die Engseiten volle Bugie und engem Stohlseel fixiert an die anderen Seiten Eidlen an dann hast den vollen Rof gefahren den Eidlen aus die anderen Seite im Robkommer für den eben wie gesagt der volle net also eng volle
auf voller Fahrt Ja. in Nuken dann Formula Diese- 1 zu genau. reisen. das Ja. halt Bremshäuschen mit dem Bremsrad wird da wahrscheinlich so reguliert gibt du gesagt nur noch so am Bremshäuschen so kleinen Ja, so kleinen Hebel am Anfang. wahrscheinlich haben sie Ja, dort gedreht, genau. für dann Geschwindigkeit können Ja. anzustellen. Ich denke ja, dass es dafür so heißt, Brems für Bremsen. Genau, genau. genau. Frené, Ja, Brake, Genau. ja. Mhm. genau. Ja, war doch ganz interessant, dass er gesagt den wirklich die Spuren noch gut hat. Der Tisch, wenn er gucken kommt, ja, gesagt in die zwei Linien auch mit den Bugien. Ja. Ähm, Das ist und- witzig, dass du bis an den Busch feiert. Und du Genau, weißt, dass du genau. so an ein Bundi an den Neist feiert. Genau. Nee. Ja. Ja, Ja. Jenny und ich hatte gesagt, also kann ihn sich so gut nicht vorstellen, wie es war Nee. früher, weil du sie wirklich ruhig hast, der den Fischelschau und so weiter. Aber ja, es gibt 2018 komplett renoviert vom Siegel. Die Lokatei waren. Aber ja, die noch gerade heu waren. Ah, die wollten noch hier an den Podcast. Ja, die wollten gerade an den Podcast, ja. Aber ja, das am Anfang, also die Göfe von hinten restauriert und Göf auch das an der Umgegend, das ist auch okay, der Kei Langenacker, den auch renoviert Göf von hinten und ein paar Miniasbunnen. Das ist wirklich schon einen guten Job hier gemacht. Aber wo man Muss von sagen. Wanderwehr geschwärzt haben, das Leute um Minatweh. Ja, Leute um Minatweh, den ist auch ein Teil von der Gemeinde, und das auch um neuen Minat-Trail, also Ja. das auch wo wir auch gesehen, wo wir hier Lunch kommen waren, also den ganzen Trail, den durch die Minat geht. Mehr kommt gucken. Ja. Das ist wirklich flott. Das Ja. ist richtig cool. Du siehst auch überrascht davon, was ausgesehen wie nicht Häuser mehr, so, wo die vielleicht Sachen Ja, so gespeichert bisschen wie so haben Lager. oder- Ja, so Ja. Lagerräume. Ja, Mhm. wir sie gucken, was das für Trouvier. Ja. Aber ja, das, also wo ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich noch so ein Foto gesehen, wie es ausgesehen hat früher. Und das ist wirklich mega interessant. Also wir können erst die Fotos noch an Shownotes setzen. Aber ja, das ist komplett ein bisschen transformiert. Ja, Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier ein Comedy war oder so. Ja, Weil heute genau. ist es so ganz ruhig. Ja, wir müssen den größten Merci und Mareike. Ja, für den, ja. den Merci Tipp. Marike. Ja, merci, Ja. Merci für den Tipp. Ja, weil hat schafft auch zu Kehl nicht beide Wäsch und Ja. hat kennt die Platz ganz gut. Ja. Genau. Und ja, sollen wir los auf Den Quiz. Wir können Ja. ruhig auf die Quiz kommen, ja. It's quiz time! Also, da fangen wir mal mit der ersten Frage an. Lynn, du hast ja gesagt, du hast dein Atelier am 15 von Andressisch zu Daverding. Wisst ihr überhaupt, was die 12, 15 von Andressisch bedeutet? Ja, das ist der Schmalzvogel vom Eise, wobei ich gegoogelt habe und da steht eine andere Ziffer. Okay. Deswegen will ich noch nicht so viel suchen und nicht behaupten, wie recht wird. Wir benutzen einfach bei 15, 35. Ja, mal, Firma sind. genau, also das... Ich, wir können es machen. Hallo, da stimmt wirklich etwas anderes. Was tust du da raus von? Wir können nur einen Tasttime machen, aber ich will noch nicht suchen. Für mich werden immer 15, 35 bleiben. Vielleicht hängt es davon auf den spezifischen Gehalt von den Gesteins. Wahrscheinlich. Also hier steht ändert sich. 15 38, Mhm. Eisenschmelzpunkt, und wir sind 15 35. Wo kommen nur die 3 Grad Unterschied? Das ist wahrscheinlich hier? das Minimum, den ich brauche für Mhm. das Eisen anfängt mit Okay, meinst Schmelzen. du? Ging ich so ein. Ja, Weil also das, ja. das stimmt wohl auch so da. Okay. Nee, okay, boah, ja, da- das kann dann- sein, dass dann es okay. vielleicht mehr gebraucht wird. Hängt wahrscheinlich von der Technik auch Mhm. auf. Okay, ja, Ja. das kann da sein, weil ich war schon so, Das ist ein Schmelzpunkt Eisen bei Google August und da könnt 15 Erdern durch, dann hast du so, mein Leben ist ein Glischen. Stimmt. Fehlen 3 Grad. Ja. Die ist so 15 38. Laut Google, mir Laut sind 15 Google. Erdern durch.
Ich bin überrascht, dass 1535 bis mir elegant ist. Ja, definitiv. Das fällt einem besser für zu suchen. Ja, das magst Genau. du. Ich meine, das ist die Nummer, wo immer, du schaffst ja um 13:61, ja, das ist okay. Ja, das ist immer das ist schwer für die Leute, sich dann Die Zölle. 1535 zu behalten. Zu verhalten. Ja, ja. Ma ja, und da kommen wir mal auf die zweite Frage. 2018 war ein Bild vom Tätinger Bremshäuschen auch bei einer bestimmten Platz gesehen. Wo war das? Also schon A bis C Antwort. Also A auf einer Wasserflasche, B an einem Industriemuseum über der Grenze, C auf einer Tamba. Was meint ihr? Jenny. Du guckst so. Ja, weil ich selber nicht mehr weiß. An einem Industriemuseum über der Grenze, über der Grenze, auf welchem Land? Das bleibt ab. Das bleibt ab. Ich kann mich an den Industriemuseum nicht aus mit Wasser, wie ich habe, Wellwallmäßiges. Also, das wäre ja Killer Wasser. Also, Timbre ist auch typisch, fand Das ich. wär Es typisch, gibt ja. immer von allem ein Timbre. Und das gebe ich mega typisch, fand ich. Du kannst bestimmt ganz Land zusammen passen aus einem Tag. Ja, mit so vielen Sachen auf Timbre. Also, das ist ja. Es gibt alles als Timbre. Ich bin mir sicher, dass es. Ma ja, Bremshäuschen geht es auch als Tamba. Ja, Das ist, ja, das Tamba. war bei der Das Tamba. Tamba zu gesehen 2018. Das ist ich hatte vom Tamba gesehen, das mega lebt Bild. Und ja, es gibt 2018 auf ein Tamba gesagt, für den Journée von der Tamba. Ja, also, ja, das Stamp Day 2018. Es gibt so etwas, ja, und sind eben viele, also Leute, die passioniert sind für Timbren und die auch wollen ein bisschen den Patrimoine, den lokalen Patrimoine ein bisschen weisen. Und ja, 2018 kauft Bremshäuschen dann auf ein Timbre gesagt. okay. Das gibt auch Sinn, mal, weil der hast ja gesagt, dass in 2018 erneuert Kinos. Das wäre also. Genau, das war ein guter passt. Moment Ja. für das dann du hinzusetzen. Genau. Ja. Ja, ich bin auch eine froh. Eine Umweltfroh. Ja, also ich bin ein bisschen mit den Jan hergeschwärzt, weil hier schafft an den ANF, Administration de la Nature et Forêt. Wow, okay. Schon endlich gekriegt. Ah, ich hab's beim Allergondo, ne? Ja, genau. Und hier weiß Anfang alles über die Umwelt und die Gestion von Gegend. Also ich bin eng froh und gepasst und was hier mich über die Gegend erzählt wird. Ja, also hier ist es. Es gibt zwei ganz spezielle Arten hier an der Gegend zu Kehltäting. Und die sind am Anfang eng davon, als just hier zu Kehl zu finden. An die anderen als die einzige Population zu Lützeburg überhaupt. Oh, wow. Was sind die zwei Arten? Was sind die ist zwei das? Arten? Ja. Also dein Plan oder kannst du ein bisschen Entkommen, so ja. erwähnen? Ja, also dein Plan oder? Also die zwei Fleien. Fleien. so Pfeiferlecke wahrscheinlich dann. Genau, ein von denen aus dem Pfeiferleck, den goldenen Schreckenfalter. Wow. Hat die Ja. schöne Nummer. Genau, an den als europaweit geschützt. An den als ein Zielart von der Natura 2000 Gebiet. An den als die einzige Population zu Lützeburg. Wow. Ja. Aber wie sieht den dann aus? Hast du so ein bisschen gel? Ja, Ja. Gellen, ja. Ganz, du siehst den noch ganz hell. Ja. Gellen, ja. Interessant. Und die andere Acht, wisst ihr das? Marika hat es vielleicht so. Ah, das hätte ich noch zu einem Uhu gesagt, Ja, ne? genau. Ja, Ja, das den kannst du mich noch Uhu. daran erinnern. Ja, genau, du hast Ah, enge Brutkuppel. Hi. Ah, So, wow. also wo zu wo Kehl. sind sie dann?
Also ganz genau, also das ist auch bestimmt gut, dass ich es nicht wissen, weil du soll ihn auch nicht gehen, für sie nicht zu steuern. Das ist auch der Grund, Ja. wie wir mein Projekt an einem Tag rüber ist, weil Ja. wir effektiv mal um 4 Stunden geschwärzt und an Ja, den ja. eben brüten muss. Ja, Ja, genau, Dann das ist wollen ganz... wir hier noch nicht dabei stehen. Ja. Ja, dafür, ja, das war bestimmt besser, dass ich nicht erst Nicht kann weiß, so ja. genau. Aber ja, das, ja, die sind, die 2 Arten sind ganz rar und sind dann ganz gut geschützt hier an der Gegend. Ja, Ja. cool. Ja. Merci. Interessant Infoen Heidi gewürget. Okay, dann ganz spontan eine Feiertfroh von mir aus. Also hier an der Gegend gibt es auch viel Orchideen. Das ist auch Ja. ganz besonders hier an der Gegend und auch ganz, ganz schön. Also zwischen Mai und Juli, du seid den aufhängig von Art hier, seid dann die verschiedenen Arten. Die Frage wäre dann, wie viele Arten von Orchideen kann in hier gesehen werden? Wow. Also hi zu Kill Tating Ja, Also ja ist- oder oder am bestimmt Süden. Oder ja, am am Süden. Süden, ja. Okay. Ich ging so 2000? Okay. Ah, frech. Das sind doch Das- viele. Ja, Ja, es sind noch so, viel das- mehr. das Ich weiß kann nicht, ich ich so mal. Ist so nicht? Keine Ahnung, es gibt immens viele Orchideen auf der Welt. Wir haben natürlich sicher keine asiatischen Orchideen hier. Ich gebe mir, wir wären viel mehr beschränkt. Also ich hätte euch schon gesagt 25, wenn es gut geht. Weil wir sind zu Lützeburg. Also ich war schon am paar so der Orchideenmuseen, ne? Zu Thailand und Singapur und keine Ahnung wo. Das ist immer immens belebt, Orchidee. Du. Ich kann mir nicht vorstellen, weil wir hier gut nicht den dumpischen, das dumpeste Klima, das Anfang. Also, ich fand, die Lützeburger sind Orchidee-Sammler, all Fensterbänke. Das stimmt. Aber ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie hiesig ist. Also, ich meine, das sind immer alles importiert, die in einem Ja, Blumenbeet das stimmt. Das ist die hier wurzeln. Und ich auch mich selber mit meinen Augen nie eingesehen, die am Busch irgendwo wiest. Wirklich? Ich meine nicht. Also Kinder nicht waren die, ja. vielleicht, weil die, ja, weißt du, Ja. siehst, also wir denken direkt um die Asiatisch. Wolf, genau, oder ja. Weiß. Wir oder- sie sehen nicht Die sehen anders aus, ne? vielleicht. Die Okay. hier sind viel mehr klein, Aha. auch bunt, farbig, aber ja, viel mehr klein. Du gehst ihnen vielleicht meinen, die sind nicht Orchideen mehr, die sind. Ja, sie Okay, okay, ja. ja. Nicht die, also ich schon denke, also kein gesehen live mehr ob Bilder und ich meine, die effektiv du hast gemeint wie ein anderer Blumen, du warst ganz überrascht, dass da deine Orchidee. Ah, wow. Ja, Okay. ja. Mhm. Ja, okay, Also- ja. Ja, Also du suchst dann 25. Und ich ging so vielleicht so 120. Ich hatte Okay. mega viel gesagt. Ich hatte sie da Kannst du den Antwort Komm, ich gehe rüber auf 1000. Okay. Aber ja, du siehst eigentlich stressig. Also, Ah. Lynn, ja, du hörst Lynn war beide nur drin. richtig. Krassen Expert. Ja, krass. Weil Linne, Ah, Botanik, ja. leider da. Das an dein Blut dann, ja. Ja. Nee, ja, genau. Also du siehst 30 verschiedene Arten und dann bleiben die an verschiedenen Zeiten durch Mai bis Juli. Und du hast einen spezifischen, den in Hefisch gesagt, und den ist ganz lila. Den ist ein Pyramiden-Orchidee. Okay. Und den ist auch ganz klein, also ich meine, also, wie gesagt, Kind werde ich schon weißen, wie ganz klein, also wie ein Münz vielleicht, die Gruppe ja. von Petals, wie Ja. nennen den? Vom Muster hier, ja. Ja, ja genau, also den finde den am besten am Mammentag, Ah, Mammentag. 12. Juli, hast du? Ja. Ja, genau, den 12. Juli, Mammentag, du gesagt den auf jeden Fall, überall, so kleine lila Punkte überall. Okay, da muss man mal Ja, da gucken, muss dann man im gucken. Detail. Ja, Ja. ja. Nächste Mammentag geht Spaziergang. Ja, genau.
wehe, wir fanden Ah, das wehe. nicht, ne? Ja, genau, Hanna. Wir rufen da hin. Ja, ja. Ich frage den Jan her, wo genau Ja, kann ich genau. die finden? Ja, nee. Ja, cool. Also, merci für euren Quiz. Ma, merci dir. auch für die Informationen. Und die hört doch ein quirky question, meine ich. Quirky question. Maja, dann haben wir ein quirky question und der Schlien. Ganz zum Schluss froh mal das schon mal etwas Kleines. Maja, wenn du eine Time Machine hast, auf welche Zeit gingst du dich zurückbeamen an auf welche Region oder auf welches Land? Ja, ich gebe 1900, wie weiß ich, 1900, also so Nom Krieg. Ja, wie Krieg, ja. Kinder genug. Also ich will einfach mal eine lange Periode ruhig sein, ohne irgendeinen Krieg. Mhm. Ich meine, das ist ja momentan ganz aktuell. Und so Asien. Okay. wahrscheinlich. Also ich meine, also Hongkong an den 50s oder Okay. Ja. Ja, das ist mit bestimmt der ganz Marine, mit den Marines, so schenkt ganz cool gewesen zu sehen und ganz Ganz elegant. lebendig. Ja. Ja, Cool. kann ich mir vorstellen. Ja, für Shane dann aufzuschließen, was wäre dann dein perfekten Ort, wo du gehst wohnen? Strand, warm. Ja, voilà, Strand, Familie. warm, aber nicht so weit von der Big City. Mhm. Da sind so ein bisschen von allem hört. Mhm. Also es gibt ja Plätze auf der Welt, du warst, ich meine, in der Türkei oder so, warst du am Strand, kannst aber 2 Stunden fahren, dann warst du an den Bergen, Mhm. also mit Ja, Schnee. ja, Es gibt so Plätze auf der Welt. ja. Also das wäre Ich meine, mittlerweile, das ist wirklich egal, wohin das ist, weil wir können fliegen, wir können reisen, du kannst so schnell mit dem Flieger irgendwo auf einem anderen Platz sein, das ist, voilà. Mhm. Du musst nicht wirklich auf einer Platz sein, die gut ist, weil du hast ja Möglichkeiten. Du kannst wie Marika so zu Berlin, du warst an einer Stunde zu Berlin. Das stimmt. Ja, du kannst überall sein, du musst es gehen. Mhm. Der muss gehen, das ist ein Ja. guter Schlüsselpunkt. Ja, guten Aufschluss. Ja, also kommt ein Bremseisen hier zu Kehl versichern. Dauert doch Ah, keine ne. Stunde. Genau. Von egal wo am Nee, Land. genau. Ja, dauert. das ist Ah, auch. obwohl, ich war gestern zu Klief, gibt es aber Ah eine ja, Stunde da dauern. verklief meine ich. Ah, Ja, trotzdem wert. Eigentlich, ja. Das ist der Wert, das ist der Wert. Komm, das Dating. Ma ja, dann merci Lynn, dass Na du ja. gekommen warst an den Gerne. Podcast. Ja. Merci. Merci. Ja. Und, Und wir suchen dann auch mit an dieser Folge als letzte dann aus für den Saison. ja. Also wir machen noch weiter. mein Mann, das heißt- als echt Season als lo River. River, Ja. ja. Und Hannah, du verlierst uns. ja, Ja. genau. Oh, wir sind wirklich mega traurig. Ja. Ja, du gehst auf neue Adventures, gell? genau, ich gehe noch reisen auf Wien. Uh. Und ja, ich mache meinen Master weiter. Mhm. Ja, genau. Oh, wir wünschen dir auf alle Fälle ganz Ja. viel Erfolg. Genau. Genau. Merci. Und wir werden dich Viel vermissen. Spaß. Ja. Ja, und viel weiteren Spaß am Ja. Podcast. Merci. Ich bin schön, dass ich nicht mehr immer reisen kann. Ja, mehr merci. ich lausche Du aber. lässt das aber Genau. weiter, Mats. Ja. 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 Aber da sehen wir erst bei der nächsten Season. Yes. Ja, Wir genau. sehen uns dann. Okay, dann. Ciao, Ja, Lynn. ciao. Ciao. Adina, merci. Adina, merci. Ja. Ciao.